Ich begrüße euch zum ersten Part meines nächsten Projektes Super Mario Galaxy 2. Woohoo! So will ich zumindest Mario ausdrücken. Und wir fangen auch schon an. Falls sich jetzt einige fragen, was schon wieder einer, der das zockt? Naja, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es aktuell von so vielen Let's Played wird, beziehungsweise schon von so vielen Let's Played wurde. Aber stand schon lange als eines der 3 Startprojekte für mich fest. Das hat auch damit zu tun, dass das Super Mario Galaxy 2 für mich noch blind ist. Und ich wieder mal richtig Lust auf ein Mario-Spiel hatte. Deshalb fangen wir auch schon gleich an. Das Weltraumreise beginnt. Alles klar. Und los geht's! Dies ist eine weitere Geschichte, die mit Sternenstaub beginnt. Alle 100 Jahre geht in einer besonderen Nacht hell glitzernder Sternenstaub über dem friedlichen Pilzkönigreich nieder. Heute ist es wieder soweit. Peach wieder mal. Lieber Mario, wie wäre es mit einem Stück Kuchen, während wir den Sternenhimmel beobachten? Ich warte im Schloss auf dich, dein Peach. Da war auch immer die gleiche Einladung auf Lager, oder? War schon bei Super Mario 64 so. Oh Mann. Was ist denn jetzt los? 2D Mario? Das Sternenfest, das nur ein einziges Mal alle 100 Jahre stattfindet, hat soeben begonnen. Ja. Hey Mario! Was ist denn los? Lass mich los! Okay, mit A springen, ganz normal. Macht eigentlich mit B. Aha, mit B kann ich die Sterndinger schießen. Das ist soweit nach einer von Super Mario Galaxy 1. Ja, ich bin noch schon dabei, die alle einzusammeln. Juhu! Ja, schon gut. Da kann ich schon runter. Und das erste Kapitel. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das für ein Bettzeug? Oh! Und ich lasse schon das Kissen. Was? Ist das Hyrule-anisch? Dieser sonderbare kleine Geselle sieht verwirrt aus. Nicht nur er. Ob er sich verlaufen hat? Eine Variante. Oh, wie schön! Mario ist ihm sympathisch. Ja, wer nicht. Was ist jetzt passiert? Eine behagliche Wärme breitet sich unter Marios Mütze aus, während sich eine ungeahnte, mysteriöse Kraft in seinem Körper verteilt. Wow, geil, Mann. Ja, was jetzt? Wow. Das war eine coole Rutschpartie. Ich schieße jemand mit diesen Stern kann noch nicht. Wow, Mario! Ja, schon gut. Oh. Okay, die Steuerung funktioniert soweit. Ja, weiß ich doch. Wir sind immer im Schloss. Wo soll es ja auch sonst sein? Ja, gut zugegeben. Super Mario Sunshine ist nicht im Schloss, aber 10:1 gespielt. Vor allem so 10:1 3D-Spiel. Was ist das denn? Oh, wir hatten einen Freund. Einen Gesellen von vorhin. Feuer, ist mir noch scheißegal. Hallo Mario, Tag auch und tschüss. Irgendwie schon selten. Was ist noch einer? Was ist denn hier los? Was ist das für ein gruseliges Geräusch? Oh nee, nicht der schon wieder. Bowser. Ja, Sternhagel! Das ein Pferd ist. Mal Gigafett Bowser. Zu spät, Mario. Die Kraft der Sterne gehört jetzt mir und Peach auch. Alter, hat der eigentlich auch mal ein anderes Hobby oder was? Immer muss der Peach entführen. Und sieh mal, was ich mir noch unten angerissen habe. Hilfe! Ja, ich komme schon, Peach, keine Sorge. Ich bin riesengroß. Dass du im wahrsten Sinne des Wortes einen fetten Adel ist egal. Das kann doch Furcht dringen aus der Nähe, oder? Und Peach kann bestimmt was Leckeres für mich backen. Das kannst du vergessen, Mann. Ich drücke einfach 5 Pilze und bin ich genauso groß wie du. Ich bin genau in der Stimmung für einen riesigen Schokokuchen. Was, der mag Schokolade? Mein ärmlicher Planet ist zu klein für mich. Und da stimme ich ihm zu. Mein neues Riesen, ich verlange nach einem neuen Riesenreich. Dann hau doch einfach ab. Das Zentrum des Universums wird der perfekte Ort für meine neue Heimat sein. So habe ich das aber nicht gemeint.
Viel Spaß mit angelegten Pilzen! Hey! Lade niemand meine Pilze, klar? Jetzt hat er schon wieder Peach entführt. Fresse, hey. Wieso eigentlich? Wieso muss immer Peach entführen? Ich will doch auch mal was anderes tun, als immer hinterher zu rennen und Bowser plätten zu müssen, aber nein. Das Schloss kann noch cool aus. Mario, wo kam dieser riesige Unhold nur her? Er hat eine Prinzessin ins Zentrum des Universums verschleppt. Befreie sie schnell, so schnell du kannst. Ja, und wie bitteschön? Wow, der ehrwürdige Baby-Luma. Moment mal. Der ehrwürdige Baby-Luma? Sag mal, Grammatik gleich null oder was? Das heißt denn schon das Baby, nicht der Baby. Hallo mein Kleiner, geht es dir gut? Hast du es bequem gut unter Marios Mütze? Nun, das ist wohl genauso sicher wie überall sonst auch. Danke. Aber es gibt jetzt wichtige Dinge zu tun. Mario, wir müssen die Prinzessin helfen. Ja, aber wie? Wie sehr habt ihr die Macht des besonderen Baby-Luma, die Kraft der Sterne zu nutzen? Ach, verstehst du? Nach mir Luma werden wir helfen, wo wir noch können. Das finde ich aber gut. Cool. Wahrer Freund der Luma, aus Dank, dass du uns geholfen hast, helfen wir dir bei deiner Reise. Wir katapultieren dich ins Weltall, damit du dich an die Fersen des Unholds heftest. Geil, Mann. Komm hier und schüttel die Liefermeldung. Das ist noch genau gleich wie in Galaxy 1. Aber irgendwie habe ich die Geschichte anders in Erinnerung. Kann das sein? Oh, der ist ein Stern. Hochgang, was? Nino Kurani, Julius Schweighöfer? Was zum... seltsamer Titel für mich. Egal. Oh. Meine Knie. So ein Unhold hat an unser wertvollen Powerstern entwendet. Da sieht man wieder mal ähnlich. Du wirst einen Unhold also finden, wenn du den Powerstern folgst. Halt ihn auf, wir Luma werden dir dabei helfen. Wie wollen wir das machen? So, endlich können wir richtig spielen. Mal kurz testen, ja. Ich muss sagen, die Steuerung ähnelt der von Super Mario Galaxy doch, also Galaxy 1. Doch gewaltig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, und damit kommen wir auch zum eigentlichen Part-Inhalt, beziehungsweise eigentlichen Let's Play-Inhalt. Das kann ich jetzt am Anfang gar nicht richtig erklären. Also, es ist ja so. Das Spiel ist blind für mich, das heißt, ich stelle dich mal drauf. Okay, die Steuerung will nicht so richtig. Ja, es ist blind, das heißt, ich habe Galaxy 2, im Gegensatz zum ersten Teil, noch nie gespielt, was damit zusammenhängt, dass, naja, es ist im Prinzip das gleiche wie Galaxy 1 und es sollte so sein. Und da hatte ich ehrlich gesagt damals noch keinen Bock drauf, schon wieder Neues, beziehungsweise ein weiteres Galaxy-Teil zu zocken. Ja, aber jetzt habe ich richtig Bock auf ein neues Mario-Spiel. Da dachte ich mir, da wäre es doch perfekt geeignet als Let's Play-Einstieg. Was ist das da oben? Ah, da oben ist auch noch so einer. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Irgendwie rühren oder was? Und ich bin auf der anderen Seite. Du hast einen Abpilz erhalten. Cool. Die Geräusche, wie aus früheren Mario-Spielen. Und die Musik ist cool. Das ist doch echt toll. Juhu. So, mal sehen, funktioniert es weiter. Okay, Sprungknopf funktioniert wieder. Schüttelt gleich auch. Das ist doch fabelhaft. Wow, was ist das für ein fetter Kristall? Puh, du hast mich gerettet, aber der Unhold ist geflogen. Ja, sieht wieder mal ähnlich. Und wo ist der hin? Wow, was ist denn jetzt los? Hier entlang, ne? Oh Mann, hier geht's, ja. Hey, meine Freunde haben mir von dir erzählt. Hüpfe nicht rein, sobald ich mich in einen Stern... Ach so, ich hatte schon, hüpfe mich rein. Das ist dann gerade sehr sexistisch. Zum ersten Stern rum. Was jetzt? Neue Sternteile für uns. Was habt ihr denn? Tschüss. Geht doch sterben. Ich hab keinen Bock auf euch. Ich
wieder dabei bin. Was funktioniert eigentlich alles? Okay, Dreifachsprung funktioniert. Rückwärtssprung auch. Wir gehen noch. Cool, die Stampfattacke geht auch. Rückwärtssalto geht. Jetzt muss nur noch. Ich weiß nicht was. Doch, der Weitsprung geht auch. Ist das geil, hey. Das war ja so. Wow. In Super Mario Sunshine nicht mehr so. Hallo. Mann, Mario, genau, du wolltest doch so. Genau, ich bin schon weit. Oh. Hier oben noch. Kiste. Okay, nur Sternfall. Sag mal, sind die eigentlich noch für was anderes zu gebrauchen, außer um Gegner zu schießen? Eine gute Frage. Das ist eine riesen Münze, hey. Was zum? Oh, das war eine coole Melodie. Irgendwoher kenne ich die. Keine Ahnung mehr woher. Oh. Was ist das da oben? Egal, finde ich dich mal raus. Voll in den Kopf angeschlagen. Komm schon, Mario. Mario! So, jetzt war ich aber hier drauf. Meine Güte. Ich will weiterkommen. Ich glaube doch nicht. Wo ist denn der hingeflogen, ey? Okay, es ist ein ganz kleiner Planet, ey. Meine Güte. Oh. Volle Schwerkraft haben wir hier, aber die ganze ab noch ein, oder? Hallo, komm ich da nicht hin? Cool, ein paar Münzen mehr. Das schadet ihr nie, oder? Da kann ich mal die Singen aufhören. Ich kann echt nicht singen, ey. Wow. Ich kann gar nicht steuern. Hilfe! Oh, geht doch. Was war das für eine Einlage, ey? Zum nächsten Mini-Planet. Oder ist der schon größer? Soll ein Planet sein? Das muss einer dieser Speicherpunkte sein, den ich schon gehört habe. So. Guck mal, was die fliegen können. Was nicht alles gibt, auch. Ich steuere noch nicht so, wie ich will. Beziehungsweise ich will nicht so in der Steuerung wie ich eine andere Variante. Hat irgendwie was, finde ich. Sternteil einsammeln, kann auch nicht schaden. Aua, braucht mir vermutlich nicht. Zumindest brauchen wir es nicht, falls der Schwierigkeitsgrad in Galaxy 2 nicht so klein. Wow, schlecht. Klein ist wie in Galaxy 1. Die Galaxy 1 finde ich war schon sehr einfach. Das muss man so formulieren. Ein paar Münzen, die können auch nie schaden. Wo geht's eigentlich hin, wenn ich mal fragen darf? An! Warten. Konzentration, Rückwärtssprung und geht doch. Moment mal, da unten habe ich was gesehen. Was macht das? Ist das eine Münze? Du hast eine Kometenmünze erhalten. Sammle so viel du kannst, um Schabernack-Kometen anzulocken. Hä? So Kometen? Schabernack-Kometen, weiß mir gar nichts. Egal, finde ich sicher noch alles heraus. Und weiter geht's. Verfolgen wir weiter in Bowser. Ja, auf die Uhr. Noch knapp eine Minute, ich hoffe, es reicht noch für den ersten Stern zumindest. Wäre doch ganz nett, oder? Wow! Mann! Scheißvieh. Immer eine Münze. Münze hat er für mich. Cool, auf 6. Toll, jetzt bin ich hier und wie geht's weiter? Ah, da. Ja, ich sehe es ja schon, ich sehe es doch schon. Ein gutes, altes Jump'n'Run. Mach mal nicht abwärtsling, oder? Die ganzen Killerspielen, Ego-Shooten, was es sonst heutzutage alles gibt. Oh. Das sieht mir nach dem ersten Endboss aus. Und der Part ist gleich vorbei. Verdammt! Soll ich ihn verziehen?
Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.